So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe zwar noch ein gleiches See wie das letzte Mal, aber ich habe die Auflösung vom Rätsel. Und deswegen bleibe ich ja da sitzen, um das euch zu machen. Ja? Okay. Also, wenn ihr geraten habt, habe ich mich jetzt einmal hergeguckt. Ich weiß jetzt halt langsam, wer gewonnen hat. Und derjenige oder dasjenige kommt natürlich zu mir und ich begrüße dasjenige. Und es gibt noch eine kleine Überraschung dazu. Aber jetzt einmal zu der Auflösung. Ich habe gefragt, 8 Wörter sind schon schwer, ne? 8 Wörter richtig zu rot, aber 5 davon haben ja roten müssen. Und das erste war, was ist der Tochtermann? Der Tochtermann, das ist eigentlich der Schwiegersohn. Ganz einfach. Aber der Schwiegersohn und Tochtermann, ich finde Tochtermann einfach ein schönes Wort. Das finde ich einfach toll. Wir sagen noch halt noch, der Tochtermann ist da. Ne? Ja. Und das zweite war, was in Hensching. Also Hensching, die hat man im Winter auch an der Hand. Die Hensching, also die Handschuhe sind die Hensching. Hensching. Wo das herkommt, weiß kein Mensch, aber heißt halt Hensching. Konstraube. Konstraube ist der Johannistag, der Konstag, der Johannistag und die Traube sind die Johannisbeeren. Das sind die Johannisbeeren. Johannisbeeren sagen wir Konstraube. Konstraube-Marmelade ist die beste Marmelade auf der Welt. Konstraube-Marmelade. Johannisbeeren. Ein Zuckerschnut. Ein Zuckerschnut ist natürlich so ein Schleckermeilchen, so richtig was Nettes. Und sie hat den Zuckerschnut, ganz ein hübsches Mädel mit einer Zuckerschnut, ist doch was Schönes. Ne? Emese. Emese sind die kleinen Ameisen, die im Wald ihr große Häufen bauen und da drin bis zu einer Million wohnen und gucken, dass die Natur außenrum immer in Ordnung ist. Die sammeln alle Dreck der Welt auf und die alles dann neu bringen, auch in ihren Ameisenhaufen. Ne? Ameisen, die Polizei vom Wald, sagt man ja dazu. Mach mir keine Wiese Madende. Es gibt 2 Varianten. Die erste, wo ich vorhin ja gesagt habe, mach mir keine Wiese Madende, das ist einfach, mach mir kein dummes Zeugs. Ja? Bleib in Ordnung, wenn du fortgehst, komm auch wieder hey, wie du fortgegangen bist. Also du nichts anstellen, so auf die Art. Oder die zweite Variante, aus dem Französischen, Visite m'attend, also besuche mein Zelt. Wir haben ja früher französische Soldaten da gehabt und die haben immer dann die Mädels schon gesagt, komm her, visite mein Tente, also mein Tente. Ich kann nicht Französisch, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich. Also komm in mein Zelt, das ist so ein Anmachen quasi. Ne? Ja, visite mein Tente. Der Giggel stellen. Also wenn einer die Giggel stellt, dann ist er schon ein Eichstolze. Ne? Da giggelt, das ist der Giggel und dann stellt er die Giggel raus und dann, wenn er die Giggel rausstellt, dann ist so ein Stolze, so ein Überheblicher. Das wollen wir nicht. Giggel stellen die wir nicht. Ja? Und was ist das Brotwurstfilzel? Das ist natürlich der Bratwurstteig, quasi das Mett, wo man dann in die Brotwursthaut auffüllt und das ist das Brotwurstfilzel. Und das essen wir dann ohne Haut und im rohen Zustand mit viel Zwiebeln und immer Ei oben drauf. Und das ist ganz was Tolles. Gibt es auf jedem Schlachtfest. Also wenn einmal eingeladen sind auf ein Schlachtfest, dann gibt es Brotwurstfilzel. Das ist angemachtes Mett, angemachtes Brotwurstfilzel. Ja, ganz was Tolles. Also, jetzt wissen wir, was die 8 Pelzerbegriffe bedeuten. Und wer gewonnen hat, den treffe ich. Wir treffen uns, freue ich mich drauf. Trinken wir ein Gläschen Wein zusammen noch. Ja? Also, machen's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Wiedemann Schosch vom Doktorenhof. Ein schönes Frühling und Sommerzeit wünsche ich euch. Ja, servus. Jetzt.